Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission «Der Blick auf Europa» hier von Brüssel. Ich bin heute ein deutscher Kollege bei mir, den Andreas Schwab. Und ich schwätze mit ihm ein bisschen, wir machen heute 4 Tage nach den Wahlen in Deutschland, wollte mal eine kleine Analyse machen, weil das aber trotzdem ein Thema ist, was auch hier zu Brüssel, auch hier am Europaparlament relativ stark kommentiert wird. Herzlich willkommen, Andreas. Danke, dass du mitmachst. Und ich habe den Zuschauern jetzt ein bisschen erklärt, das Problem, um was es geht, die Wahlen in Deutschland. Jetzt steht Deutschland wirtschaftlich sehr gut da, auf starkem Fundament. Niedrigste Arbeitslosigkeit seit langen Jahren. Und Persönlichkeiten, politische Persönlichkeiten, die in Europa, in der ganzen Welt anerkannt sind. Das heißt, man könnte meinen, die Deutschen wären zufrieden. Was ist schiefgelaufen bei den Wahlen in den 3 großen Bundesländern? Also vielleicht darf man die Frage so ein bisschen aufteilen. Das erste ist, du sagst, Deutschland wirtschaftlich sehr erfolgreich, das stimmt. Wir haben die höchste Zahl der abhängig Beschäftigten in Deutschland, die wir je hatten. So viel Arbeit gab es in Deutschland noch nie. Und in der Tat ist natürlich auch die Bundeskanzlerin eine der wichtigsten Vertreterinnen des Europäischen Rates in der Europäischen Union. Aber die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland nehmen natürlich ein Stück weit auch wahr, dass Europa noch nicht so zusammensteht, wie sie sich das vorstellen würden, aus ihrer Sicht. Dieses Problem haben letztlich alle Europäerinnen und Europäer. Als die Spanier mit der Flüchtlingskrise bei Ceuta und Melilla alleine gelassen wurden, haben dort auch viele Menschen gesagt, es kann doch nicht sein, dass das nicht als Thema europäischer Solidarität wahrgenommen wird, dass uns die anderen Europäer dabei nicht helfen. Wir haben teilweise sogar noch gehässige Kommentare gegeben. Die Italiener und die Griechen haben häufig auch gesagt, dass sie mit dem Problem der Flüchtlinge alleine gelassen wurden. Und die Deutschen haben ein Stück weit erst erkannt, dass die Flüchtlinge auch ein deutsches Problem werden können, als sie da waren. Und da war im Prinzip es schon zu spät, die Schengen-Außengrenzen wirklich zu sichern. Das hätte man früher machen müssen. Da war es zu spät, die Zusammenarbeit in der Asyl- und Flüchtlingspolitik so zu optimieren, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, die staatlichen Strukturen nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union funktionieren. Das Wahlergebnis ist in 3 Bundesländern am vergangenen Wochenende zustande gekommen und es sind 3 ganz unterschiedliche Ergebnisse. Was man festhalten kann, ist, dass überall die Regierungschefs bestätigt wurden, mal mit besseren, mal mit weniger guten Ergebnissen, aber sie sind alle bestätigt worden. Und was wir auch zusammenfassend sagen können, ist, dass eine rechtspopulistische Partei erstmals stark vertreten wurde, zwischen 15 und 20 oder etwas mehr als 20%. Das hatten wir in Deutschland so in der Regel nicht, aber es gab beispielsweise in den 90er Jahren in Baden-Württemberg auch die Partei der Republikaner, eine genauso rechtspopulistische Partei. Und die demokratischen Parteien haben damals zusammengearbeitet und die Probleme gelöst. Das war ja damals der Jugoslawienkrieg und die 600.000 Menschen, die nach Deutschland gekommen sind. Wir haben viele versorgt, bei uns aufgenommen, aber auch wieder zurückgeschickt, als der Krieg dann zu Ende war. Und ich denke, wenn wir es so auch jetzt in der jetzigen Situation machen, dann haben wir eine gute Chance, dass wir die Rechtspopulisten auf Dauer auch wieder auf geringere Prozentzahlen drücken. Das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Das heißt, wenn die Flüchtlingskrise, sage ich mal, wenn wir die europaweit, denn da strebt die Kanzlerin ja die Lösung europaweit an und ich bin ein Befürworter dieser Vorgehensweise. Und wenn wir das in den Griff bekommen, möglicherweise, dass dann dieser Rechtspopulismus ein Spuk ist, der gleich vorbei ist. Aber jetzt haben die trotzdem viele Nichtwähler und auch Protestwähler erreicht. Das stellt man fest. Und die sind ja dann, sage ich mal, den traditionellen Parteien verloren gegangen. Wieso oder wie können wir das anstellen, um diese wieder zurückzugewinnen? Also ich glaube, dass wir eben eine tektonische Veränderung im Wahlsystem in den Wählergruppen erleben. Es ist so, dass wir zunehmend die haben, die die Globalisierung als Herausforderung verstehen und sie annehmen und gestalten wollen. Und es gibt die anderen, die die Augen zumachen und diese Veränderungen ablehnen und hoffen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und letzteres wird nicht möglich sein. Und deswegen glaube ich, dass wir schon ein Stück weit auch empfindsam dafür sein müssen, dass sich die Welt um uns herum verändert. Und das Wahlergebnis ist vielleicht ein Stück weit auch Ausdruck dieser Veränderung. In geringem Umfang bisher, aber es ist eine Veränderung, die auf uns zukommt. Die CDU, für die ich sehr stark Wahlkampf gemacht habe, hat einen Teil der Wähler an die AfD verloren. Aber die AfD hat vor allem Wähler auch aus dem Lager der Nichtwähler bekommen. Nach den Analysen, die es gibt, ist es vor allem eine Protestpartei, dass viele Wähler gesagt haben, so kann es nicht weitergehen, das passt uns nicht, wir wählen jetzt mal jemand anders.
ohne dass sie damit die Hoffnung verbunden haben, dass hier tatsächlich eine politische Gestaltungskraft mit verbunden ist, sondern einfach nur ein Denkzettel. Den Denkzettel müssen wir ernst nehmen als demokratische Parteien, alle zusammen, und mit Lösungen aufwarten. Und du hast das Flüchtlingsthema angesprochen. In der Woche vor der Wahl sind häufig gar keine neuen Flüchtlinge mehr gekommen, weil die Grenzen bereits geschlossen waren, weil die Türkei bereits Flüchtlinge zurückgenommen hat. Und wenn wir jetzt diese Woche am Wochenende dann beim nächsten Gipfel diese Vereinbarung tatsächlich formell vereinbaren können, dann ist, glaube ich, der nächste wichtige Schritt getan. Ob damit das Flüchtlingsproblem insgesamt schon gelöst ist, das wage ich zu bezweifeln. Dafür werden wir noch viel Zeit brauchen und wir werden am Ende auch ein Stück europäische Solidarität brauchen, die wir heute in der Frage noch nicht haben. Bezüglich der Flüchtlingsfrage gebe ich dir recht, dass dieses Problem uns weiterhin beschäftigen wird, wahrscheinlich die nächsten Jahre. Und auch mit dem Türkei-Deal ist ja noch nicht alles so ganz klar. Und bin ich auch sehr, sehr vorsichtig, um das mal so auszudrücken. Aber ich weiß, dass du auch diese Meinung teilst. Jetzt auf die Sendung heißt ja ein Blick auf Europa. Jetzt diese Entwicklung auf Europa bezogen. AfD, Rechtspopulisten sind gegen Euro, sind gegen Europa, sind eigentlich gegen alles. Und was kann das bedeuten für die europäische Integration? Die sind zwar jetzt nur, sage ich mal, nur in den Landtagen, bestimmen aber trotzdem die Politik bedeutend mit in Deutschland. Was kann das bedeuten für die Vertiefung, zum Beispiel Wirtschaftswährungsunion, die Integration insgesamt? Also zunächst mal zum Problem rechtspopulistischer Parteien. Wir haben in Baden-Württemberg im Jahr 1992 im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg viele Flüchtlinge in Deutschland gehabt, deutlich mehr als alle anderen Länder der Europäischen Union zusammen. Wir hatten auch damals wegen dieses Problems eine rechtspopulistische Partei bei uns im Landtag. Diese rechtspopulistische Partei konnte durch eine Zusammenarbeit zwischen den großen Parteien einer Lösung zugeführt werden und seither waren die Rechtspopulisten dann auch nicht mehr im Landtag. Das dürfte dieses Mal, weil es sich um ein Problem handelt mit Syrien und dem Nahen Osten, das deutlich weiter von Europa weg liegt, etwas schwieriger werden. Aber ich glaube schon, dass wir rechtspopulistische Bewegungen in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union beenden können, verringern können, wenn wir die dahinterstehenden politischen Probleme lösen. Und da muss man nun sagen, gibt es, glaube ich, in jedem Land der Europäischen Union ein anderes Problem. Und die Parteien, die rechtspopulistischen Parteien, die es gibt, haben ja auch in jedem Land der Europäischen Union eine andere Aufstellung. Aber ich glaube, dass in manchen Ländern wirtschaftliche Probleme, hohe Arbeitslosigkeit tatsächlich ein Problem sind, wo es ja Lösungsmöglichkeiten gibt, an die sich die Regierungen halt nicht richtig rantrauen. Es gibt die Flüchtlingsproblematik, wo wir einfach schauen müssen, dass wir in Syrien Frieden schaffen, die Flüchtlingsroute von kriminellen Schleuserbanden befreien und am Ende eben den kleinen Teil an tatsächlich verfolgten Menschen, die es gibt, am Ende in der Europäischen Union solidarisch verteilen. Wir müssen stärker die Probleme analysieren und sie lösen. Und für manche dieser Probleme, die wir da lösen müssen, und ich glaube, das ist unser Problem, bräuchten wir eigentlich schon heute eine vertiefte Zusammenarbeit in der Europäischen Union, die wir so nicht haben. Jetzt ist das Lösen der Probleme eine Sache. Die andere Sache ist, die Politik trotzdem als schwieriges Feld zu erklären und damit auch den Populismus, sage ich mal, vorbeugen und auch bekämpfen. Gelingt uns das? Tun wir das zu Genüge? Wir haben ja auch hier im Parlament regelmäßig mit diesen Populisten zu tun. Deiner Meinung nach sind wir da, treten wir denen gegenüber stark genug auf? Also ich glaube, dass politische Entscheidungen eben zunehmend überregional, transnational getroffen werden müssen, weil die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, zunehmend auch überregional, auch transnational sind. Und diese weiter vom Bürger entfernten staatlichen Ebenen wirken für den Bürger natürlich auf den ersten Blick nicht so vertraut wie der klassische Landtag oder der klassische Stadtrat. Und da glaube ich schon, dass wir besser unsere Probleme und die Entscheidungen, die wir getroffen haben, vermitteln müssen. Wir müssen besser kommunizieren. Aber ich glaube, es gibt auch positive Ansätze. Der neue Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versucht es ja in einer ihm ganz eigenen Weise sehr erfolgreich. Und deswegen glaube ich, dass wir schon verstanden haben, was zu tun ist. Aber es ist sehr schwer, es umzusetzen, weil die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, eben recht weit von den Bürgerinnen und Bürgern entfernt sind. Wir könnten jetzt diese Diskussion noch ein Weilchen fortsetzen, aber leider ist die Zeit beschränkt. Ich danke dir, Andreas, dass du mitgemacht hast, dass du den luxemburgischen Rednern ein bisschen vermittelt hast, wie das in Deutschland läuft. Ein Rheinland-Pfalz zum Beispiel, ein
ein Bundesland, das an Luxemburg grenzt und wo große Aufmerksamkeit von unserer Seite besteht. Und vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ihr schläft Leuten ein. Vielmals merci für das Nachgucken. Bis die nächste Kehr.